Batman wie Superman, der Clash of the Titans unter den Superhelden, die zwei wahrscheinlich bekanntesten Superhelden treffen aufeinander. Und bei Batman wie Superman Dawn of Justice, wie der volle Titel ist, geht es darum, dass der Batman dabei war, dort in Metropolis, wo das ganze Man of Steel Zeug stattgefunden hat, sprich es ist Zeug kaputt gegangen und so, und da ist der Bruce Wayne auch betroffen gewesen, und aus dem und aus noch ein paar anderen Gründen will er auf den Superman los. Der Lex Luthor, der Bösewicht, der Hauptbösewicht quasi vom Superman, versucht die zwei so ein bisschen gegeneinander auszuspielen, und das ergibt nachher so die Story, und es hat noch ein paar zusätzliche Elemente, aber viel mehr möchte ich da gar nicht verraten dazu, weil die Trailer haben eigentlich schon viel zu viel gesagt. Ich bin mit einer gewissen Erwartung drin, einfach, dass es ein cooler Actionfilm wird, wo wahrscheinlich nicht so storytechnisch nicht so viel wird hergeben, und das ist zum grössten Teil, was ich auch bekommen habe. Und als erstes möchte ich schnell auf die Darsteller eingehen. Schnell. Als erstes wirklich der Standout, also der wirklich am besten ist im ganzen Film, würde ich sagen, ist der Ben Affleck als Batman. Und das haben viele Leute nicht gesehen, weil wo der Ben Affleck als Batman gecastet wurde, ist, haben alle die Hände verrührt und gefunden, der passt überhaupt nicht. Die sind jetzt bitte alle still, weil er ist verdammt, verdammt gut. Ich meine, die Szene, wo man auch kurz im Trailer angeteased sieht, wo der Batman in so ein Warenhaus geht und irgendwie 12 Leute vertatscht in bester Arkham Knight-Manier, also so wie im Game ein bisschen. Dort ist mir wirklich das Herz aufgegangen und ich habe fast ein bisschen in die Hose gebisselt. Es ist so eine verdammt gute Szene, es war wahrscheinlich meine Lieblingsszene im ganzen Film. Aber schlussendlich hat mich sehr fest irritiert, dass der Batman Leute umbringt. What the fuck? Das habe ich echt komisch gefunden, aber ja, das ist jetzt halt der Batman, den sie machen wollen. Und es ist auch noch speziell, es ist mehr am Batman sein Film als am Superman sein. Apropos Superman, der Henry Cavill als Clark Kent bzw. Superman finde ich immer noch eigentlich recht gutes Casting. Er sieht aus, wie der Superman aussehen. Der spielt ihn, finde ich, auch recht gut, aber ich finde halt einfach den Superman ein bisschen eine lahme Figur. Hingegen sein Sidekick, so quasi die Lois Lane, die ist einfach nicht so gut. Amy Adams, es ist einfach, keine Ahnung, sie muss nicht in diesem Film sein und sie nervt auch mehrheitlich als etwas anderes. Sie ist halt irgendwie total föhrig, und wenn wir es schon von total föhrigen Figuren haben, die Gal Gadot ist die Wonder Woman in diesem Film, und dort hat man auch zuerst ein bisschen geschmunzelt, wo sie in dieser Rolle gecastet worden ist, weil sie halt so ein Model ist, ein bisschen, und relativ dünn, und die Wonder Woman ist so ein Fetzen von einer Frau sozusagen, aber ich finde, ich habe sie eigentlich wirklich gut gefunden in dieser Rolle, es hat mich recht erstaunt, aber hätte sie müssen im Film sein? Nope. Dann kommen wir zu der Rolle, die wahrscheinlich am kontroversesten ist, und das ist der Jesse Eisenberg als Lex Luthor. Und ich habe ihn eigentlich gut gefunden. Ich habe gefunden, der Jesse Eisenberg hat die Rolle gut gespielt vom Lex Luthor. Einfach die Version, die sie sich ausgedacht haben für den Film. Ich habe einfach die Version, die sie sich ausgedacht haben für den Film, scheiße gefunden. Es ist wirklich, es passt hinten und vorne nicht rein. Es ist ein Film, der generell so realistisch möchte sein, also so realistisch wie es halt geht. Aber der Jesse Eisenberg macht einfach eins auf Cartoon-Charakter. Er ist einfach ein Cartoon in so einer realistischen Welt, und das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Ja, er ist eigentlich ja so ein bisschen der Bösewicht im Film. Es hat nochmal etwas anderes, aber das will ich nicht verraten für die den Trailer noch nicht gesehen haben. Aber meiner Meinung nach der Hauptbösewicht im Film ist der Zack Snyder, der Regisseur. Der Typ kann jetzt in Gottes Namen einfach keine Geschichten erzählen. Was weiß ich, er geilt sich so dermaßen auf an seine CGI-Action-Orgie, dass er sich nachher irgendwann in denen verliert und irgendwie nicht mehr recht zustande bringt. Und das hat man da einfach auch wieder gemerkt, dass der Film, obwohl er ja sehr cool aussieht und gut gespielt ist und alles, das Drehbuch und der ganze Ablauf, die ganze Struktur ist einfach ein hoher Saupuff. Sie haben, glaube ich, einfach zu viel in den Film reinpacken. Ich meine, Marvel, so als Vergleich, hat sich 5 Filme Zeit gelassen, hat 5 Einzelfilme gemacht von all diesen Figuren, um sie nachher bei den Avengers zusammenzuführen. Und bei Batman wie Superman versuchen sie alles Mögliche, was ein Justice League-Film dann kann aufsetzen kann, einfach alles
drin reinpressen und reindrücken, egal ob es für den Film als Filmelement funktioniert oder nicht. Scheißegal, es muss jetzt noch rein und darum ist der Film ja 2,5 Stunden lang. Und ich meine, im Film hat es einen Haufen Fanservice. Es hat, glaube ich, scheint wahnsinnig viele Easter Eggs und Handlungsabläufe und anteaste Handlungsabläufe, die mal noch kommen könnten, wo Fans von den Comics sicher ihre wahre Freude daran haben, aber als Kinogänger, als Normaler, wenn du die Comics nicht kennst, bist du einfach auf verlorenen Posten und das ist für so einen Kinofilm, der so eine breite Masse anspricht, einfach nicht gut gelöst. Und ich habe ja auch ein bisschen gehofft, dass der Film mehr Batman wie Superman ist als Dawn of Justice, aber da bin ich leider daneben gewesen. Es ist wirklich sehr fest ein Dawn of Justice Film, also ein Prequel, eine Vorgeschichte zu einem Justice League Film und das hat einfach nicht gut funktioniert. Der Film hat so einen Haufen Potenzial gehabt, man sieht so viel von diesem Potenzial und ich sage jetzt, wenn man sich mehr auf den Batman wie Superman Aspekt konzentriert hätte und weniger auf den Dawn of Justice Teil, dann hätte das einen fokussierteren und viel, viel, viel besseren Film können geben. Und es ist ja auch auf eine Art lächerlich. Ich meine, der Grund, warum das die beiden nachher nicht mehr schlägeln und plötzlich Kollegen werden, ist so lächerlich. Wer hat sich das ausgedacht? Ja, es hat jetzt ein bisschen getönt, als hätte ich den Film sehr zerrissen, aber ich kann mich auch erfreuen an dem Film. Die Action-Szenen sind cool, die Performances sind gut, der Batman ist wirklich mega, mega cool dargestellt vom Ben Affleck. Auch sonst ist er sieht cool aus, das ist das, was der Zack Snyder eigentlich auch gut kann. Seine Filme sehen generell cool aus, aber er ist einfach so ein hoher Saupuff und es geht irgendwie nicht so auf. Es sind ein paar unterschiedliche Geschichten, die in eine verwoben werden sollen, aber es klappt einfach nicht. Es fühlt sich nicht kohärent an, es fühlt sich nicht zusammenhängend an. Es ist einfach ein hoher Puff. Schlussendlich finde ich den Film einfach okay. Er ist nicht schlecht, er hat definitiv seine schlechte Seite, er hat aber auch sehr, sehr gute und sehr coole Momente und man soll ihn sich auch geben, wenn man noch ein bisschen skeptisch ist, weil ich glaube, man kann dem noch viel abgewinnen, aber er erwartet einfach nicht zu viel. Batman wie Superman, schade, er hat so viel Potenzial gehabt, er ist leider nicht so super rausgekommen, wie ich es gedacht habe, er ist sehr okay. Und jetzt schaue ich The Dark Knight, weil The Dark Knight ist nämlich super und ich danke vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.